Ja, Karin und Franz, ihr habt da den wunderschönen Hofgarten. Wie seid ihr eigentlich auf das gekommen und was ist die Idee dahinter von Hofgarten? Angefangen hat es, da hat es 2008, 2009 schon Sitzungen gegeben, also Linz-Land ist Liederregion geworden, zudem hat es Sitzungen gegeben, da sind wir dann irgendwann mal dazu gestoßen und da hat sich dann bei den Damen der Sitzung die Idee des Gartens auskristallisiert und dann haben sie die gefunden und da sind dann die Hofgärten entstanden. 12 sind jetzt dabei und die Idee ist eben, dass man mit nicht nur Kulturpflanzen hat am Feld, sondern eigentlich viele schöne Pflanzen gibt und es viele schöne Gärten gibt in Oberösterreich und eben auch da im Zentralraum und die man natürlich auch herzeigen mag. Ihr habt ja da einen speziellen Garten, also das ist ein Ruhegarten. Was ist da das Besondere dran? Wir haben da angehängt an die Gästezimmer eben die Idee gehabt, dass man für die Gäste Ruheplätzchen macht. Das heißt, wir haben den Obstgarten geöffnet, Wege durchgemacht, also es ist nicht gepflastert und nichts. Und dort und da sind eben die Ruheplätzchen mit Bankerl, mit Schwebeliege, Hängematten. Genau. Habe ich schon gesehen. Werde ich mir dann nachher gleich überzeugen davon. Ja, Franz, du pflegst das auch gemeinsam mit der Karin. Gemeinsam. Ja, wie viele Quadratmeter sind das ungefähr? Oder? Also von den Ruhegarten geschätzt ist 7000 Quadratmeter. 1000 Quadratmeter. Das ist schon einiges an Arbeit wahrscheinlich, das zum Hegen und zum Pflegen. Ja, wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig. Ja, und die Gäste, wie nehmen die das an? Das habt ihr hauptsächlich Geschäftsreisende auch da, gell? Die werden das wahrscheinlich genießen, wenn sie von der Arbeit dann zu euch herkommen, dann können sie im Ruhegarten dann entspannen. Ja, an sich ist es so, ja, weil die sind froh, wenn sie rauskommen vom Büro und nicht wieder in ein hochglanzlackiertes Hotelzimmer kommen, sondern eben auch da rausgehen und die Natur genießen können. Weil das hat man vor der Haustür. Ja. Und welche Sträucher oder welche Pflanzen habt ihr hauptsächlich angebaut da oder angesetzt? Wir haben in erster Linie winterharte Stauden. Das heißt, so weit wie möglich natürlich alles extensiv. Ja. Sonst wird es knapp mit der Zeit. Sonst schaffen wir das nicht. Ja, das heißt, die kommen aber wieder, die überwintern und treiben dann wieder schön aus. Ein paar Sachen, die sich von selber aussehen, das heißt, die sammeln von an und das kommt von selber wieder. Und ein paar Rosen haben wir natürlich auch. Ja. Und ganz viel Hollerstreich habe ich schon gesehen, gell? Und du hast mir schon geflüstert, dass du einen Hollersaft machst und jetzt darf ich vorschlagen, dass wir einmal einen Hollerstrauch besuchen und den anschauen. Okay.